Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Freude, im Namen des Pastoralteams hier heute Abend im Rahmen des pastoralen Pilotprojektes Differding Professor Dr. Paul Zulehner ganz herzlich zu begrüßen und ihn willkommen heißen. Er wird, wie angekündigt, uns einen Vortrag halten unter dem Titel Kirchenvisionen, Orientierung in Zeiten des Kirchenumbruchs. Mesdames et Messieurs, nous avons la joie d'accueillir parmi nous le professeur Dr. Paul Zulehner, qui vient soutenir et nous donner des idées sur le projet pastoral pilote ici à Differdange. La vision est devant nos yeux. En pleine mutation dans un monde dans lequel nous vivons, nous souhaitons trouver notre place, notre orientation. Et je crois qu'à travers sa présentation et son exposé, nous pourrons ensemble construire ce monde dans lequel nous vivons. Die Damen und die Herren, kurz gebon, Begrüßung als Gemäht. Dafür will ich auch dem Wolfgang Fleckenstein Wort gehen, für das hier dann der Professor Dr. Paul Zulehner gibt uns konkret vorstellen. Auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen zu diesem Abend. Die Aufgabe, einen renommierten Referenten vorzustellen, stellt mich sofort vor eine Schwierigkeit. Er ist bekannt, deshalb kann ich Ihnen eigentlich nichts Neues sagen. Gestatten Sie mir deshalb einen kleinen Umweg. Ich möchte eine Frage an Sie richten. Wer wagt es eigentlich heute noch zu träumen? In einer Welt der naturwissenschaftlichen Faktenorientierung bleibt nicht einmal der Schaum der Träume übrig. Als vor kurzem, Ende September, Ban Ki-moon, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, den UN-Sondergipfel in New York eröffnete, redete er den Mächtigen der Welt nicht nur wegen des Klimawandels ins Gewissen. Er malte sinngemäß, zumindest habe ich das so im Ohr, ein relativ düsteres Bild der Weltlage. Angesichts der Konflikte in Syrien, in der Ukraine, angesichts des Terrors der ISIS oder der Ebola-Epidemie dürfte man, so der Generalsekretär, die Kämpfe an anderen Fronten nicht vergessen, die zu schlagen seien, wie er sich ausdrückte, und erwähnte natürlich den Klimawandel, eine Herausforderung für die Zukunft. Und der Generalsekretär der Vereinten Nationen betonte, dass die Rechtfertigung für solche Treffen nicht das Lamentieren sein könne. Solche Treffen seien nur zu rechtfertigen, wenn sie Hoffnung mit sich brächten, und dazu brauchen wir klare Visionen, so der Generalsekretär. Sie merken, wo ich hin möchte. Was auf der politischen Weltlage gilt, trifft ebenso auf die Ebene der Kirche zu. Man könnte sagen, und das sage ich auch aus eigener Überzeugung, die mir die Sache des Glaubens und die Lage der Kirche am Herzen liegt, in aller Klarheit, man könnte sich angesichts der Skandale und Krisen in der Kirche nur mehr depressiv die Haare raufen. Aber die Sache Jesu, das Anliegen, das ja hinter dem Auftrag der Kirche steht, ist zu wichtig, zu zukunftsweisend, als dass wir den Kopf in den Sand stecken können. Mit der heutigen Konferenz und dem Seminar morgen setzt das Differdinger Pastoralprojekt und der Pfarrverband Differdingen mit organisatorischer Unterstützung der Wurzelbildung hoffentlich ein Zukunftszeichen. Und dazu haben wir jemanden eingeladen, der die aktuelle Lage der Kirche nicht nur gut kennt, sondern es wagt zu träumen, Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Wir freuen uns, dass wir Herrn Professor Paul Michael Zulehner für diese Veranstaltungen gewinnen konnten. Hier in Luxemburg, er ist schon öfter hier gewesen, aber ich denke, die Zeit
jetzt ist besonders wichtig für eine solche Konferenz. Er ist so bekannt, dass ich es wirklich mit ein paar Eckdaten bewändet sein lassen möchte. Er ist 1939 in Wien geboren. Seine theologischen und philosophischen Studien haben ihn nach Innsbruck, Wien, Konstanz und München geführt. 1964 zum Priester geweiht, ging er nach 10 Jahren als Universitätsprofessor nach Passau und 1984 wechselte er als Professor für Pastoraltheologie nach Wien, wo er bis zu seiner Emeritierung 2009 tätig war. Es genügt eigentlich für den heutigen Abend, ihn so vorzustellen, nicht nur, weil er über alle Maßen bekannt ist, sondern weil er eben mit 2 wichtigen Eckdaten wichtig ist für diese Veranstaltung. Er ist Pfarrer, er hat also Basiserfahrung, er weiß, wie es an der Basis aussieht, und er ist Pastoraltheologe, also ein ausgewiesener Fachmann. Noch dazu jemand, der in jüngerer Vergangenheit ein Werk veröffentlicht hat, das sozusagen den Nagel auf die aktuelle Situation trifft. Es heißt Kirchenvisionen, Orientierungen in Zeiten des Kirchenumbaus, 2012 bei Patmos erschienen. Ich begrüße Sie, Herr Professor Paul Zulehner, ganz herzlich in unserer Mitte. Danke für Ihre Bereitschaft, hier nach Luxemburg zu kommen. Danke allen Beteiligten, die diese Initiative unterstützt haben und möglich gemacht haben. Und wir sind gespannt auf Sie als jemand, der zu träumen wagt, der in und für die Kirche träumt und Kirchenvisionen entwickelt. Wir sind sehr gespannt. Es wird erzählt, dass Josef von Arimathea einen Besuch von Nikodemus bekommt. Und er ist ganz aufgeregt und sagt: Was? Du hast diesem Galiläer dein Grab gegeben? Sagt er drauf: Nur für 3 Tage. Meine hochverehrten Damen und Herren, das ist die Botschaft, für die das Christentum steht. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern nach 3 Tagen die Liebe Gottes siegt über den Tod. Und die Kernfrage ist, wie können wir das heute den Menschen so vermitteln, dass sie das Haupt erheben und nicht trostlos und sinnlos durch dieses Leben gehen. Ich probiere den heutigen Abend Ihnen wieder ein bisschen Freude zu machen an dieser Jesus-Bewegung, wobei mir immer ein Wort von Richard Rohr, dem großen franziskanischen Mystiker aus Amerika, New Mexico, im Ohr ist. Der sagt: Und wir haben dann gelernt, Jesus anzubeten, damit wir ihm nicht nachfolgen müssen. Das ist auch ein sehr bedenkenswerter Satz. Und ich möchte in meinem ersten Teil Ihnen mit einer ganz alten Erzählung aus dem Evangelium, unterstützt durch ein Bild aus dem Kodex Echternach, das Sie hier schon sehen, einmal ein bisschen noch in Erinnerung zu rufen, was war Jesu Vision? Denn unsere Kirche hat ja nichts anderes zu tun, als heute diese Vision Jesu zu leben. Das ist ihre Berufung. Also ich hatte unlängst 2 15-Jährige auf die Firmung vorbereitet. Ich hatte die Eltern von dem einen getraut nach 16 Jahren solchen Lebens, ganz normal, ja. Also es war eigentlich nicht mehr dann Hochzeit, sondern höchste Zeit schon, irgendwie schon. Und dann haben die gesagt, ja, ich soll Sie auf die Firmung vorbereiten, Sie sind zu alt für den Firmenkurs in der Pfarrgemeinde. Sage ich: Ja, ich habe sowieso nichts zu tun, das mache ich gerne. Und dann habe ich gesagt, ich unterschreibe das Dokument, das Sie zur Firmung im Stephansdom zulässt, nur wenn Sie mir erstens auf einem Bein stehend erzählen können, was war die Vision Jesu von seiner Bewegung. Schon klar? Probieren Sie das einmal. Morgen probieren wir es. Lade Sie herzlich ein zu kommen. Sie werden das nicht bereuen, wenn Sie sich morgen dem Seminar anschließen. Also wie kann ich in so kurzer Zeit einer 17-jährigen ostdeutschen Atheistin erklären, was ist Jesusbewegung?
Und ich habe gesagt, und zweitens, ich unterschreibe das auch nur, wenn Sie mir glaubhaft, wild entschlossen erklären, dass Sie sich ihr anschließen wollen. Sonst geht nichts bei mir, wenn Sie anderswo Firmenvorbereitung machen. Sie spüren schon, worum es geht. Was war Jesu Vision? Und ein wenig möchte ich Sie einführen mit diesem alten Bild. Es stammt aus dem Kodex Echternach. Ja, nur damit Sie wissen, wie es nachher weitergeht. Und nachher werden wir ein Update probieren in die heutige Zeit herein. Und ich will das einfach risikofreudig machen mit dem derzeit glorreich regierenden Bischof von Rom, Papst Franziskus. Und ich glaube, der ist einer der besten Updater des Evangeliums für unsere heutige Zeit, wenn ich das einmal so unvorsichtig sagen kann. Und ich erzähle das eingeschworenen Katholikinnen und Katholiken deswegen sehr gerne, weil ich das Gefühl habe, hierzulande sitzt man im Lehnstuhl und schaut, was er wohl zusammenbringt. Ja? Und was dann nachher kommt. Und ob das nicht nur ein Zwischenspiel war. Und ob es sich überhaupt lohnt, aus dem Kirchenlehnstuhl aufzustehen und missionarisch zu werden. Also darum möchte ich Ihnen einmal sagen, was ist Jesu Vision und wie läuft das Updating durch Papst Franziskus. Ein spannendes Unternehmen. Das Bild, das Sie hier sehen, stammt aus dem Kodex Echternach. Also wenn Sie das nicht wissen, müssen Sie den Taufschein zurückgeben. Ja. Gleich um die Ecke, nicht? Kloster Echternach, Benediktinermönche. Ein wunderbarer Kodex und stellt dar die Heilung eines Aussätzigen. Ich lese Ihnen den Text zur Sicherheit. Als Jesus vom Berg herabstieg, folgten ihm viele Menschen. Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein. Jesus aber sagte zu ihm, nimm dich in Acht, erzähl niemand davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Opfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis deiner Heilung sein. Lehnen Sie sich jetzt seelisch zurück und genießen Sie eine kleine Meditation zu diesem wunderbaren Bild auf dem Hintergrund der Erzählung aus dem Matthäusevangelium. Und wir meditieren uns von rechts nach links durch dieses Bild durch. Das heißt, zunächst schauen wir auf den Menschen, den Aussätzigen, den Menschen am Rand, der ganz unten ist. Wir meditieren weiter, wie Jesus mit ihm umgeht, um dann vorzustoßen zu einer genialen Kirchenvision, eine der schönsten, die ich in meinen pastoraltheologischen Arbeiten kennengelernt habe. Ich habe 4 Bände Pastoraltheologie geschrieben und ich beginne meine Pastoraltheologie mit dieser Heilung eines Aussätzigen anhand des Bildes aus dem Kodex Echternach. Also hinter Jesus diese unglaubliche Vision von Kirche, die bis heute unverbraucht ist und die uns heute auch wieder vom Stuhl reißen könnte. Und dann sind ganz hinten, und das ist die Provokation des Benediktinermönches, der ohne jedes Wort seine Predigt hält, indem er die Zeitgenossen in das biblische Ereignis hineinmalt. Sie sehen, die sind anders gekleidet und gehen auch in diese Spur Jesu. Nun fangen wir an mit dem Ausgesetzten. Der Künstler zeichnet ihn ganz nach unten, an den Rand des Lebens. In Israel galten die Aussätzigen als tot, Sozialtod, Tod vor dem Tod, sagen wir heute. Es war kein Leben, das er führte. Und wenn wir wissen, dass heute aus der Forschung herkommend Leben vor allem darin besteht, dass man in Begegnung einen Namen hat, Freiheit und Macht erfährt und Heimat erlebt. Also diese 3 Urheiligtümer des menschlichen Daseins. Dann können Sie überprüfen, dass diese 3 wichtigen Erfahrungen menschlichen Lebens dem Aussätzigen gefehlt haben. Er musste damals von Weitem rufen, bleib weg. Natürlich wegen der Ansteckungsgefahr. Es war das Ebola von damals. Komm mir nicht nahe.
Es durfte sich auch ihm niemand nähern. Halten Sie das fest, weil genau das Jesus macht. Er durfte in keine Begegnung eintreten. Das prüfen Sie jetzt bei sich selber. Vielleicht formuliert mit Martin Buber, der sagt, alles wirkliche Leben entstammt der Begegnung. Begegnung war ihm untersagt. Er war ein Mensch ohne Begegnung und das ist kein Leben. Wie wichtig Begegnung und Ansehen für den Menschen ist, das kann man in der Entwicklungspsychologie gut beobachten. Dass Kinder, über denen kein Angesicht von Vater oder Mutter leuchtet, nicht gedeihen können. Das ist erwiesen, das hat Friedrich II. Probiert, er hat Kinder so großgezogen, also nur physisch ernährt, aber nicht sozusagen mit dem Nahrungsmittel der liebenden Zuwendung genährt. Die sind alle krank geworden oder gestorben. Du kannst als Mensch nicht leben, ohne dass dir jemand das Gesicht hinhält, dich ansieht und damit Ansehen gibt. Haben Sie die deutsche Sprache? Sie ist ziemlich genau, aber die anderen Sprachen können das genauso gut. Du brauchst ein Vis-à-vis, eine Visage, würden die Frankophonen sagen. Oder die Engländer ein Face-to-Face. Und wie wichtig das ist, dass wir ein Gesicht sehen, schauen Sie sich jetzt selber schnell in Ihr eigenes Gesicht. Sie schaffen es nicht. Das ist der Mensch. Der Mensch kann sich selbst nicht anschauen, verstehen Sie? Er kann sich selbst seine Würde nicht geben, wenn wir Würde mit Ansehen verbinden. Und du brauchst einen Spiegel. Und sagen Sie doch, erfahren, wie Sie sind in Ihrem Leben, der beste Spiegel für den Menschen ist ein Mitmensch. Ja? Und deswegen ist es so gut, wenn in der Liebe Menschen sich verbünden. Im häufigsten Fall ein Mann und eine Frau, die einander zugewandt dann die Feste der Liebe begehen. Das sind Orte der Selbstvergewisserung. Der Mensch erfährt in der Begegnung, wer ich bin als Mann, als Frau. Und anders sind wir ziemlich ratlos und vereinsamt. Also ein erstes, es war kein Leben für den Aussätzigen, keine Begegnung. Das zweite, er war in die Welt des Kranken hineingepfercht. Er wusste, wie sein Leben enden wird. Er konnte nichts mehr machen in seiner Welt des Kranken. Wenn Sie heute in der Krankenseelsorge tätig sind, das beschäftigt viele zutiefst, was mit ihnen passiert, wenn sie aus dem alltäglichen Leben durch eine böse Nachricht herausgeworfen werden. Ich denke gerade so an einen 60-jährigen Religionslehrer aus der Erzdiözese München. Gerade haben wir noch seinen 60. Geburtstag gefeiert. Und wenige Tage später erfährt er, dass er einen hochaggressiven, nicht mehr operablen Lungenkrebs hat. Und die Aussichten sind bei Pankreas- und Lungenkrebs ziemlich schlecht. Was passiert mit einem Menschen, wenn schlagartig diese Nachricht kommt? Was passiert mit seiner Frau, die braucht psychotherapeutische Beratung zurzeit, weniger fast noch als der Patient selber, weil die ganze Welt durcheinandergewürfelt wird, die Welt des Kranken. Haben wir dieses Gespür, dass wir schöpferisch sein wollen und etwas machen können, kreativ eine eigene Geschichte schreiben wollen, uns selbst hervorbringen müssen ein Leben lang, was ein ziemliches Risiko Gottes ist, dass er uns zur Selbstverwirklichung ermächtigt hat. Ein Wort, von dem ich aus eigener Erfahrung weiß, dass es in der katholischen Tradition lange kein hofiertes Wort gewesen ist. Selbstverwirklichung war eher Egoismus und Narzissmus. Aber ich stelle mir vor, Gott wird uns alle fragen am Ende unseres Lebens, was habt ihr mit der Sexualität gemacht? Ich sage absichtlich dieses Beispiel und möchte gerne die Bischöfe von der Bischofssynode ein paar Minuten vor mir sehen. Und dann wird Gott fragen, was habt ihr gemacht mit der Sexualität? Und die Katholiken werden sagen, nichts, Herr, haben wir angestellt. Sehen Sie, was er dann nervös werden wird, Gott? Er sagt, ich habe das nicht so gemeint. Ich dachte, dass ihr in den Festen der Liebe ein wenig Freude am Leben finden könnt. Das war seine Idee. Aber doch nicht, dass wir nichts machen dafür. Aber ich weiß es schon, aus der Angst, dass wir es verkehrt machen, haben wir lieber nichts gemacht. Und ich weiß es nicht auch, mit Jugendlichen diskutiere ich das gerne.
Ich sage, manche vermeiden das Leben, damit sie nicht sündigen und begehen dadurch die größte Sünde, dass sie nämlich nicht leben. Ich glaube, dass man das so herumdrehen muss. Gott will lieber das riskierte Leben, als dass wir es nicht einmal leben. Also Selbstverwirklichung hat bei mir einen hohen Rang. Und das Dritte, was diesem Aussätzigen eindeutig fehlt, ist die Heimat. Er war, wie die deutsche Sprache ja in der Beschreibung der Krankheit sagt, ausgesetzt. Das kirchenrechtliche Wort würde heißen exkommuniziert. Er war nicht zugelassen zur Communio, also exkommuniziert. Das ist ein Gefühl, das auch in der Kirche manche haben, dass man sie nicht hereinholt, sondern hinaussetzt. Also das ist die Lage des Aussätzigen und ich verstehe ganz gut, dass sie unter die Toten gezählt wurden. Und nun kommt es zu dieser Begegnung mit Jesus von Nazareth. Und so pilgern wir in unserer kleinen biblischen Meditation weiter zu dieser zentralen Gestalt des Bildes. Ich versuche einmal zu sagen, Jesus belehrt den nicht groß. Weder über die Moral, noch über die Dogmatik. Er hat kein Buch in der Hand, ja doch, eine Gesetzesrolle, die erkläre ich Ihnen dann gleich abschließend. Aber er geht auf den Mann hin und gibt ihm, was ihm fehlt. Ganz alltägliche Dinge. Er gibt ihm zum Beispiel, schauen Sie das Gesicht Jesu an, Ansehen. Das ist auffällig gemalt, das Gesicht Jesu. Es springt in das Leben des Auferstandenen gleichsam aus den Augen. Dem Unansehnlichen gibt er Ansehen. Ich spüre das manchmal in Begegnungen, dass Leute nichts anderes suchen, auch in der Kirche, als Respekt und Ansehen. Dass wir oft mit Menschen nichts anderes tun können, wie bei Sterbenden, an deren Bett wir sitzen, als dass wir da sind und bei ihnen sind und sie ansehen. Ich glaube, wir haben unsere pastoralen Ziele viel zu hoch gesetzt. Schauen Sie einmal, ob Sie als Christen, als Gemeinschaften der Kirche den Menschen Ansehen geben. Jesus gibt diesem Aussätzigen Ansehen. Ein zweites, er berührt ihn. Er streckt die Hand aus, heißt es bei Matthäus. Kenner der Bibel wissen natürlich, die ausgestreckte Hand ist die schöpferische Hand Gottes. Und es wird erzählt, ohne dass man erfährt, wie man sich das denken soll, dass der geheilt wird. Darüber lässt uns die Bibel ziemlich im Unklaren, wie Heilung geschieht. Durch Berührung vielleicht. Jesus sagt dann manchmal, dein Glaube hat dir geholfen. Dann heißt es wieder, eine Kraft ging von ihm aus. Es ist wahrscheinlich immer dieses Wechselspiel des verwundeten Menschen mit dem heilenden Arzt, der Gott selber ist. Das ist ein klassisches Zitat aus der Bibel, wo es im Alten Testament schon von Jahwe heißt, ich bin dein Arzt. Und in meinen Kirchenvisionen habe ich abgedruckt ein Bild aus der Ursulinenkirche in Wien, wo Jesus dargestellt wird als Apotheker, der die Heilmittel hat für die, die krank sind und verwundet. Also er berührte ihn und heilte ihn. Und das Dritte, er sagt dann, geh zum Meldeamt. Also damals bringt das Opfer da, das Mose angeordnet hat, damit du wieder das Recht hast, voll mitzuleben. Was ist die Bewegung dieser Begegnung? Und die Bewegung heißt, theologisch gesprochen, ich kann wieder auf meinen Anfangswitz zurückkommen, dass es nur 3 Tage dauert und das letzte Wort nicht das Elend, nicht die Aussetzung ist, sondern die Auferstehung ist. St. Georg zu Obernzell ist auch für Sie erreisbar am Bodensee, ja, auf der Insel Reichenau. Die Kirche St. Georg zu Obernzell stellt auf der einen Seite der Kirche, und zwar, wenn Sie nach vorne schauen, links alle Totenerweckungen dar. Die Heilung des Aussätzigen ist unter die Totenerweckungen eingereiht.
Und jetzt schauen Sie noch auf die linke Hand Jesu. Davon schreibt natürlich Matthäus nichts. Aber der Benediktinermönch, der legt uns aus, was er hier vermutet. Und er vermutet, dass hier in dem, was Jesus tut, er Gottes Gesetz veröffentlicht. Es ist die Gesetzesrolle, die er in der Hand trägt. Mein Freund und Kollege Georg Braulig, der Alttestamentler an der Wiener Fakultät, hat immer gesagt, völlig parallel zu Mose, der auch vom Berg herunterkommt, damals Sinai, kommt Jesus vom Berg und veröffentlicht in dem, was er tut, Gottes Absicht für den Menschen. Was ist hier an Absicht Gottes veröffentlicht? Und ich glaube, es ist ganz einfach. Die Regel heißt, er möchte, dass das Leben nicht umkommt, sondern aufkommt, dass es aufblühen kann wieder. Er will nicht, dass Leute draußen sind, sondern die draußen sind, holt er herein. Er ist nicht bei denen in den Ordinariaten und theologischen Fakultäten, die fromm sind, sondern er geht hinaus auf die Straßen zu den Zöllnern, den Dirnen. Und Sie wissen schon, wie die Glaubenskongregation, die israelische, damals reagiert hat. Und sagte, was, du gehst zu den Zöllnern und zu den Ehebrechern und zu den Dirnen? Und dann erzählt ja Jesus dieses Gleichnis vom Erbarmen des Vaters mit seinen 2 verlorenen Söhnen, wobei der zweite, eben der Fromme, gar nicht gut wegkommt, der immer zu Hause geblieben war. Also das ist die Bewegung Gottes, den Menschen dem Tod zu entreißen. Und ich glaube, es lohnt sich zu notieren, und ich sehe das ein paar mitnotieren, das ist sehr gescheit, Psalm 33. Ja. Psalm 33 sagt, seines Herzens Sinnen waltet von Geschlecht zu Geschlecht, sie den Toten zu entreißen und sie zu nähren in ihrem Hunger nach Leben. Also ich bin Schüler von Karl Rahner und habe natürlich gelernt, was Herz-Jesu-Verehrung sein kann. Und als Kind habe ich das ganz kitschig gelernt und wollte das eigentlich nicht. Und bei Rahner habe ich umgelernt. Dass Gott ein Herz hat für den Menschen. Doch eine tolle Nachricht. Dass er Erbarmen hat mit dem Menschen, der in die Sphären des Todes, des Nichtlebens abgedriftet ist. Dass er ihn da herausholen will. Und zwar auch, und das ist beachtlich, durch den Bruch des damals heiligsten Gesetzes. Also Jesus war ein ziemlich notorischer Gesetzesbrecher. So ein kleiner Patron der Wiener Pfarrerinitiative. Ja? Natürlich ist er ein Gesetzesbrecher. Und sie beschlossen ihn, als er am Sabbat heilte, ja? Demonstrativ am Sabbat, ihn zu töten. Und halten Sie das fest, wenn jetzt unsere Bischöfe in Rom über die Ehe und die Familie diskutieren, und natürlich möchten wir alle gerne wissen, was sie rausbringen, wenn eine Ehe aus Schuld und Tragik gescheitert ist und dann jemand, weil er nicht anders überleben konnte, wieder geheiratet hat. Was ist die Rolle dieses Menschen dann in der Kirche? Ist die Kirche dabei, den Menschen das Erbarmen Gottes erfahrbar zu machen? Oder was sonst? Das ist die Frage. Also ich erzähle Ihnen die Geschichte auch, wenn sie vielleicht besser später passen wird, aber jetzt passt sie auch so gut. Ich war mal in Wien in einer Gruppe, eingeladen von Frauen und Männern, die geschieden waren und wieder geheiratet haben und die in die Spur des Evangeliums zurückgefunden haben. Und ich frage dann, erzählen Sie, wie Sie vor Gott dastehen, und dann sagt eine Frau, ja, Gott hat mir sicher vergeben. Das weiß ich jetzt nach Jahren meiner Umkehr und meiner tiefen Begegnung mit Gott. Aber die Kirche vergibt mir nicht. Meine sehr Geschätzten, das geht theologisch nicht. Wenn die Kirche nicht tut, was Gott tut, dann nimmt sie sich selber aus dem Spiel. Dann wird sie überflüssig. Sie ist die Veröffentlichung des Handelns Gottes. Und wenn sie nicht wie Gott handelt, aus seinem Erbarmen, sondern sich hinter ein später entstandenes Kirchenrecht zurückzieht, wir diskutieren dann nachher schon, ob das einen Sinn macht, dass die Kirche natürlich sagt, Leute,
Der Traum Gottes von der Liebe ist natürlich der unverbrüchliche gemeinsame Weg von Romeo und Julia bis zum Ende des Lebens, dass sie Philemon und Baucis werden. Das ist ein alter Traum. Den haben alle Jungen am Beginn. Haben sie wahrscheinlich auch gehabt, wenn sie diese Hochrisiko-Lebensform Ehe eingegangen sind. Aber was ist es, wenn das nicht so läuft, wie sie sich ausgedacht haben? Verstehen Sie? Aus Schuld und Tragik. Und ich glaube, dass die Kirche sehr wohl sagen kann, wenn sie vom Erbarmen Gottes redet und sagt, das ist das Tiefste und Höchste, das Innerste, was Gott hat, ist sein Erbarmen. Wenn Sie Lukas 15 lesen, die Gleichnisrede vom Erbarmen des Vaters und seinen 2 verlorenen Söhnen, Sie können überhaupt nichts anderes mehr sagen, als dass Gott im Innersten Erbarmen ist. Ja? Dann können Sie nicht sagen, mag ja sein, dass Gott vergibt, aber die Kirche vergibt nicht. Terence Hill, Gott vergibt, Django aber nie. Und ich verstehe die Menschen, die ratlos sind gegenüber einer solchen Kirche, wenn sie merken, dass sie Gott in Misskredit bringt. Durch ihr erbarmungsloses Handeln. Und dann müssen sie halt nachdenken, die Bischöfe, wie man die objektive Dogmatik mit der Pastoral ins Einvernehmen bringt. Aber genauer genommen müssen sie ja eigentlich den Traum Gottes von der unverbrüchlichen Liebe mit seiner ebenso verbürgten Barmherzigkeit ins Einvernehmen bringen. Das sind 2 gleichrangige Aussagen über Gott. Und ich kann nicht den einen dem anderen opfern. Das geht nicht. Und die orthodoxe Tradition sagt, wir opfern das auch nicht. Wir sind akribisch in der Lehre und sagen, das ist schon der Traum Gottes von der Liebe. Und zugleich sagen wir, wenn es aus Schuld und Tragik gescheitert ist, dann muss der Bischof hergehen und sagen, nach einer Heilungszeit ist gleich 6 Monate Bußzeit beim Kirchenlehrer Basilius, beim Kirchenvater Basilius. Nach 6 Monaten kommst du wieder zum Bischof und dann holen wir dich wieder herein in die volle Gemeinschaft. Ich habe zwar gehört, dass jetzt ein Bischof in Rom gesagt hat, die orthodoxe Tradition segnet dann diese 2. Ehen nicht. Ich habe aber bei guten orthodoxen Theologen gelesen, dass eine gültige, sakramentale 2. Eheschließung dann in vielen orthodoxen Traditionen. Also das ist das, was Jesus tut. Er veröffentlicht uns das Gesetz des Handelns Gottes. Und Gott geht zu einem Menschen hin in der Gestalt Jesu, bei dem das Leben in Gefahr ist, im Tod zu landen. Und die einzige Absicht Gottes heißt, den Menschen von dort herauszuholen. Jetzt können wir gerade die Hände abschalten, weil ich zur 3. Gruppe komme. Wenn noch jemand ist, der das Vergnügen hat, es nachher wieder aufdrehen zu können, machen Sie das jetzt einfach. Es ist kein Schaden. In der Wiener Oper läutet dann daher am Beginn immer ein Handy, ja, damit alle daran erinnert werden, wie schön das Handy während des Vortrags ist. Ja. Tosca singt und plötzlich läutet das Handy. Das ist lustig für die Tosca. Ja. Haben Sie jetzt den Aussätzigen, die Lage des Menschen, ja, der in den Tod abdriftet, obwohl er, die ausgestreckten Hände wären ja auch noch zu meditieren, die Hoffnung nicht nach Leben aufgegeben hat. Sehen Sie, die Hoffnung stirbt als letztes. Und dann begegnet er Jesus. Und in dieser Begegnung wird Gottes Absicht für jeden Menschen veröffentlicht. Das Zurück ins Leben, das Hereinholen, das Aufheben von Exkommunikationen ist Gottes Absicht. Also nicht das Ausschließen, sondern das Hereinholen. Und jetzt schauen wir uns die Vision von Kirche an, die 2 hinter Jesus. Also alle Frauen, vor allem wenn sie eine feministische Begabung haben, bitte ich jetzt um Entschuldigung, es sind halt 2 Männer, aber gemeint sind nicht die Männer hier, sondern es ist ein Symbol für Recht und Liebe. Das ist sehr wertvoll für unsere Überlegungen, dass die Kirche beides repräsentiert, die Gerechtigkeit und die Liebe, die Akribie und das Erbarmen, die Oikonomia. Ja. Der eine ist der Petrus, Petrus steht für das Recht in dieser Darstellung. Der andere, der Jünger, den Jesus liebte, der steht für die Liebe, das Erbarmen.
Das petrinische und das johannäische Prinzip haben wir dann in der Theologie versucht zu formulieren. Und die Kirche hat immer beides. Sie verstehen schon, wenn ich als Theologe sage, ich möchte nicht in einer rechtlosen Kirche leben. Aber ich möchte genauso wenig in einer erbarmungslosen Kirche leben. Sehen Sie, beides. Da könnte man jetzt nachdenken. Ich sage nur einen Satz, der ist ziemlich anspruchsvoll, aber den kapieren Sie auf Anhieb. Ich schließe mich an Benedikt XVI. An, der mal aufgreift einen alten Spruch von Aristoteles, der sagt, summum jus, summa injuria. Das heißt, wenn du das Recht auf die Spitze treibst, kann es in Unrecht kippen. Ja? Was ist die Aufgabe des Erbarmens in der Pastoral? Es schützt das Recht davor, ins Unrecht zu kippen. Weil ich möchte nicht Recht gegen das Erbarmen gegen das Recht ausspielen. Das geht nicht. Da würde die Kirche feudal werden. Klingt ja manchmal so. Wir sollen Erbarmen mit den geschiedenen Wiederverheirateten haben. Herablassend mit den armen Hascherln, würden wir in Wien sagen. Das ist keine Herablassung. Das ist Respekt auf der gleichen Augenhöhe vor der Tatsache, dass niemand eine reine Weste hat, dass niemand würdig ist, dass jeder der Vergebung bedarf und dass alles, was uns schuldig macht, immer ein so unentflechtbares Gemenge von Schuld und Tragik ist, dass Jesus sagt, richtet nicht. Denn richten könnten wir nur, wenn wir das auseinanderkriegen könnten. Was ist die Tragödie? Was ist bei Hitler, weil draußen gerade diese ganz bedrängende Ausstellung ist, was ist bei Hitler seine Geschichte? Wenn ich dran denke, der Wiener Bürgermeister Dr. Karl Lueger, nachdem der Ring vor der Universität in Wien lange benannt war, bis vor kurzem, jetzt haben wir es endlich abgeschafft, dass der ein ganz heißer Antisemit war. Das heißt, der Hitler war in einem antisemitischen Biotop in Wien groß geworden. Und zwar sowohl bei den Sozialisten wie bei den christlich-sozialen, da waren alle Antisemiten in Österreich. Der kannte nichts anderes. Das ist nicht allein seine Schuld, das ist natürlich auch seine Schuld. Aber wie wollen Sie das auseinanderkriegen? Ich liebe einen Satz von Franziskus, als er im Flugzeug von Rio zurück auf die Frage eines Journalisten, was er zur Homosexualität und zu diesen Personen sagt, sagte, wer bin ich schon, dass ich richte? Das ist jesuanisch. Richte nicht, auch du nicht, Kardinal, auch du nicht, Papst. Lass die Hände davon. Du kannst dir Gedanken über Objektives machen, aber wenn du einen konkreten Menschen vor dir hast, hör auf zu richten. Ja? Und ich denke, das sind ganz klare Weisungen Jesu und es ist höchste Zeit, dass wir die Bibel wieder ernster nehmen in unserer Kirche, wo Franziskus sagt, da ist im Laufe der Jahrhunderte so viel drüber gewachsen über das Feuer, sodass es fast nur noch wie Glut unter der Asche ist. Also diese zwei Männer. Aber was mich natürlich betört an diesem Bild von Petrus und Johannes, was macht Petrus? Schauen Sie das an. Unglaublich. Er hat die Hand vor sich und schaut auf seine Hand. Und das ist natürlich die klassische Aufgabe der praktischen Theologie, ja, Praxis, Handeln, zu fragen, wie handelt die Kirche in der Welt von heute? Was ist ihre Praxis? Nicht, was ist unsere Dogmatik und die großen Geschichten, die wir zu erzählen haben. Das ist alles gut. Aber es entscheidet sich alles in der konkreten Begegnung mit den Menschen. Unsere Praxis. Und der Petrus hat offenbar begriffen, und er ist das Symbol für die Kirche geworden, er hat offenbar begriffen, du musst Jesus auf die Finger schauen. Und wenn du an irgendwas Maß nimmst, dann nimm Maß an diesem Maßgeblichen, der Jesus ist. Und er fühlt sich dann angesprochen und ich glaube, dass das die Kirche definiert. Erstens, wenn ich auf die Füße des Petrus und des Johannes schaue, sie gehen in der Spur Jesu.
Das heißt, in der Geschichte der christlichen Spiritualität Nachfolge. Ja, haben Sie noch einmal den Satz von Richard Rohr? Wir haben leider gelernt, Jesus nur anzubeten, damit wir ihm nicht nachfolgen müssen. Ja. Aber das Evangelium verlangt, dass wir seinen Weg gehen. Und der älteste Begriff für das Christentum ist die Lehre vom Weg in der Apostelgeschichte. Also nicht eine Buchreligion sind wir, sondern eine Wegreligion. Ja? Eine Religion des Handelns und der Begegnung mit dem Menschen, ein Zukommen auf den Menschen, wie Dei Verbum in Concilia auch sagte, Wahrheit ist das verlässliche Entgegenkommen Gottes. Das ist nicht das, was dann später in den Büchern geschrieben wird, sondern ist diese vitale, belebende Begegnung Gottes zum Menschen her. Also diese Begegnung Jesu, sagt der Petrus, das muss ich lernen. Ich muss ihm auf die Finger schauen. Und dann buchstabieren Sie das durch, und das machen wir gleich mit Franziskus, also auf den Menschen zugehen, ihn so ansehen, dass er Würde und Respekt erfährt, ihn so behandeln, dass er wieder Raum für das Leben bekommt, dass er geheilt wird und zurückfindet in das Leben und aus der Exkommunikation eine Inkommunikation machen, ihn hereinheilen in die Gemeinschaft der anderen Menschen. Bleiben noch bei dieser Meditation die Zeitgenossen. Ich habe Ihnen schon angekündigt, wofür die stehen. Aber wenn Sie einmal Ruhe haben, nicht jetzt während eines solchen betörenden Vortrages, aber wenn Sie einmal keine Betörung mehr vor sich haben, ganz alleine sind, in der Stille und dann die leise Musik Gottes hören, und dann fragen Sie sich, bin ich in der Spur Jesu? Ich glaube, eine Frage, die immer wichtiger wird. Weil früher waren wir auch in Österreich und in Luxemburg nach der Reformation, wir waren alle Christen, weil wir es sein mussten, weil das Erbe und Schicksal war, aber doch nicht aus persönlicher Überzeugung. Sind Sie wild entschlossen, sich der Jesusbewegung anzuschließen? Also die Frage an die 15-Jährigen stelle ich Ihnen jetzt und ich möchte Ihnen gerne nahe treten. Sonst hätten Sie mich nicht einladen müssen. Prüfen Sie das einmal. Sind Sie wild entschlossen, nachzuspuren? Jetzt könnte man übrigens, das sage ich gerne, weil so viele priesterliche Freunde hier in dem Raum sind, ich finde das ganz wichtig, auch natürlich im Sinn des Konzils und der Theologie zu sagen, was ist dann die Aufgabe des Amtes in der Kirche? Vom Papst runter bis zum Pastoralreferenten, die alle irgendwie am Amt teilhaben. Und dann sage ich, es gibt nur eine Aufgabe der Ämter, sicherzustellen, dass die anvertraute Gemeinde in der Spur des Evangeliums bleibt. Schauen Sie sich eine Bischofsweihe an, vielleicht haben Sie die von Ihrem erlebt, der ist ja noch ziemlich jung und vielleicht noch gar nicht so lange geweiht. Wissen Sie, was das Hauptritual ist? Man legt ihm das Evangelium auf den Kopf. Klar? Nicht den Kodex. Das Evangelium. Und das ist schon wichtig, dass die Kirche sich den Luxus leistet, zu sagen, wir haben gläubige Gemeinschaften, aber es ist gut, dass sie in der Spur des Evangeliums bleiben, weil es auch vieles gibt, was uns davon wegzieht. Bequemlichkeit, Angst, Gewalt, Gier und Lüge, was so die Verlockungen der Welt sind, unserer heutigen besonders, Terrorismus, Finanzkrise, Korruption. Letztlich sind wir alle nicht ganz frei davon, weil wir alle eine Angst in uns tragen, die uns böse macht. Aber wäre es dann nicht gut zu sagen, es ist gut, wenn es Ämter gibt, die uns erinnern, sonst nichts. Die haben keine Macht über uns, sondern sind institutionalisierte Erinnerer an die Spurtreue des Evangeliums. Das ist ein tolles Ämterbild. Und vor einem solchen Amt habe ich keine Angst. Es gibt natürlich manche Bischöfe und Kardinäle, die es ein bisschen anders verstehen. Ich kann Ihnen nur eine kleine Anekdote erzählen aus Köln. Dort gab es ja diesen großartigen Bischof Meissner, mit dem ich in der tiefen DDR gemeinsam Priesterkurse in Heiligenstadt bei Erfurt gehalten habe. Und wir haben uns angefreundet. Und dann geht dieser große Kardinal, Sie kennen ihn ja von seiner kantigen Art zu reden, und er war ja gerade nicht ein liberaler Überflieger, war er auch nicht. Ja. Aber da geht er
in Köln, dem Rhein entlang, kommt ein Häschen, das fällt in die Kategorie der sogenannten Häschenwitze, sagt das Häschen zum Kardinal, hast du Vollmacht? Sagt der Kardinal, natürlich habe ich Vollmacht. Sagt das Häschen drauf, musst du Hose wechseln. Ich habe erreicht, was ich pädagogisch und didaktisch wollte. Gerald Hüther hat gesagt, wenn du willst, dass bei deinen Vorträgen die Leute was lernen, musst du sie alle 7 Minuten zum Lachen bringen. Das ist für die Prediger die Anweisung, ja, entweder nach 7 Minuten aufzuhören. Mehr geht nicht. Ja, es ist schön, bei Ihnen zu sein. Ich danke, und wir können jetzt rüberwechseln. Können Sie den Sprung in die Gegenwart jetzt machen mit mir? Ich möchte Ihnen ein bisschen zeigen, wie dieser hochinteressante Mann aus Argentinien nun diese alte Vision für uns heutige ausbuchstabiert. Und ich glaube, das ist schon typisch für ihn, dass er sagt, bin zwar Jesuit, ja, aber Jesuit sind viele, aber mein Ziel ist es auch, Franziskus zu leben. Also diese Mischung zwischen Jesuiten und Franziskaner, also ob das gut geht, aber es war spannend, nicht? Und vom Franziskus weiß ich, dass es ihm darum gegangen ist, diesem Poverello aus Assisi, das Evangelium ohne Abstriche zu leben. Sehen Sie, das ist ein Programm. Das Evangelium ohne Abstriche zu leben. Also keine Abstriche zu machen und es zu leben. Also wie ist das mit Franziskus? Und ich möchte Ihnen diesen Franziskus ein bisschen nahebringen, indem ich Ihnen empfehle, wenn Sie internetfähig sind, aber die meisten sind ja das heute, das ist ja auch, gehört zum Seniorenprogramm, auch in Luxemburg dazu. Also schauen Sie sich an, Katakombenpakt 1965, geben Sie einfach ein, dann kriegen Sie ein PDF, können Sie runterladen. Wenn nicht, schicken Sie ein Mail, ich schicke Ihnen das PDF. Im Katakombenpakt haben sich Bischöfe des Konzils 1965, das letzte Konzilsjahr, knapp vor dem Ende, getroffen und haben dort gesagt, eingeladen von Dom Helder Camara, was machen wir, dass das Konzil gesichert wird? Und dann hat der Dom Helder gesagt, gesichert wird es nicht, wenn es als Papier gedruckt wird, sondern wenn wir Bischöfe das leben. Spüren Sie den Unterschied wieder? Da riskiert einer aus Lateinamerika zu sagen, Bücher sind geduldig. Aufs Leben kommt es an. Und nur das ist glaubwürdig, was du lebst. Das ist interessant. Also ich wundere mich zurzeit, weil ich hier eine kleine Autobiografie geschrieben habe. Ich kriege wahnsinnig viel Feedback, weil die Leute mir jetzt sagen, endlich hast du geschrieben, wie du das selber gelebt hast. Was das Evangelium mit dir gemacht hat in deinem Leben und was für eine Theologie daraus gewachsen ist. Das ist offenbar für die Leute überzeugender, als wenn ich ein schönes Buch über Kirchenvisionen schreibe. Das auch ganz gut geht, weil viele Religionspädagogen das gerne verwenden. Ja? Aber das andere, zu sagen, wie lebst du denn eigentlich? Und das war die geniale Idee dieses Don Helder Camara, der in den Domitilla-Katakomben, Sie haben ein Bild hier, heute schon eine Kirche daraus gemacht, gesagt, also wir setzen 3 Schwerpunkte für unser persönliches Leben. Dort muss es sich auswirken, wie wir leben. Und dann, was wir in unserem pastoralen Dienst für Schwerpunkte setzen, der apostolische Dienst, und wie wir innerkirchlich miteinander umgehen. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie sich das ausgewirkt hat auf Franziskus, und wir werden sehen, dass es ganz viel mit dieser Vision aus dem Matthäusevangelium und der Heilung des Aussätzigen gemein hat. Persönlich arm leben, haben sie damals gesagt, wie wir wohnen, wie wir uns kleiden, ob wir Immobilien und Paläste besitzen, ob wir für die Reichen optieren oder gar eitel sind und klerikal. All das wollen wir nicht mehr in Zukunft. Weil wir sagen, wir wollen Brüder und Schwestern, nein, es gibt ja noch nicht Schwestern, also Brüder unter Brüdern und Schwestern sein, die Bischöfe.
Und das ist gewaltig, auf gleiche Augenhöhe zu treten. Verstehen Sie? Schauen Sie diesen Papst Franziskus ein bisschen zu, wie er sich bewegt, wie er mit den Leuten redet. Also das persönliche Leben heißt persönlich arm leben. Zweitens, im apostolischen pastoralen Dienst für die Armen einstehen. Und das ist natürlich für alle, die heute von der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaft hier unter uns sitzen und eine ganz wichtige Arbeit für die Kirche machen. Nicht, dass Kardinal Cardein sagte, ja, es ist ja ganz gut, den Leuten Fische zu geben. Aber haben Sie es jetzt wieder, wenn Sie die Fische geben, können Sie die anderen dauernd in feudaler Abhängigkeit erhalten. Aber wie? Das ist außerordentlich komfortabel, sind ein Dauerhelfer. Wolfgang Schmidbauer aus München hat sogar ein Buch darüber geschrieben, das Helfersyndrom. Ja? Er sagt, viele Leute helfen nur, damit sie selber Lust erleben beim Helfen. Die sind nicht interessiert daran, dass man denen eines Tages nicht mehr helfen muss. Das wäre fürchterlich. Ja? Und darum sagen die Bischöfe damals, nein, nicht diese Wohltätigkeit, sondern die Strukturen ändern. Also nicht die Armen versorgen, sondern Strukturen schaffen, dass es morgen weniger Arme gibt. Und ich glaube, das ist eine klare Botschaft, natürlich eingefädelt von Helder Camara, der Theologie der Befreiung sehr nahe stand und selber das auch praktiziert hat. So gesehen ist apostolischer Dienst immer politischer Dienst. Das ist auch eine Erfahrung, die ich schon lange mache. Helmut Schüller kennen Sie ja von der Pfarrerinitiative der Österreichischen, der war Caritas-Präsident in Österreich und fuhr als Caritas-Präsident durch die Wiener Pfarrgemeinden am Sonntagvormittag. Und dann hat er in der Caritas-Zeitschrift geschrieben, sehr viele der Pfarrgemeinden versammeln sich am Sonntag zu einem religiös verschönten Konditoreibesuch. Pfarrkaffee verschönt mit Eucharistiefeier. Fürchterlich. Das ist nicht der Sinn des Evangeliums. Aber wir sind so bürgerlich geworden, jetzt im schlechten Sinn dieses wunderbaren Wortes bürgerlich, dass die Religion eigentlich unseren Wohlstand sichert und rechtfertigt und dazu beiträgt, dass es uns damit gut geht. Aber scheucht es uns auf? Haben wir eine Offenheit für die am Rand sind, die unten sind? Die Bischöfe damals im Katakombenpakt sagt, das wollen wir hinschauen und sehen, wo gerechte Strukturen auch politisch erarbeitet werden können. In Österreich habe ich immer das Gefühl gehabt, wir waren so nahe am Staat dran, dass wir den Staat nie sozialpolitisch richtig kritisieren konnten. Ja? Weil wir immer die Angst hatten, wenn wir zu Recht uns auf die Seite der Armen stellen, dann werden uns die arm machen, ja? Die übers Geld verfügen politisch. Und das ist eine Zwickmühle eigentlich. Ich weiß nicht, in Luxemburg werden Sie es ein bisschen leichter gehabt haben mit der Abhängigkeit vom Staat. Aber man muss gut nachdenken heute, wie kann man auf der Seite der Schwachen stehen und politisch bleiben? Und wo steht man dann? Und wer sind dann die Freunde? Und die pastorale Arbeit, sagt Dom Helder Camara, mit den Laien, die sie auf gleicher Augenhöhe als Mitarbeiterin betrachten, sie zu informieren über das, was geschieht und offen sein. Ich zeige Ihnen ein paar Dinge zu Papst Franziskus zu diesen 3 Punkten. Also er lebt selber arm und bescheiden, das haben Sie alles mitgekriegt in den Medien. Er fährt mit dem Bus nach der Wahl. Ja. Er zahlt die Rechnung selber. Ja, er hat ziemlich provoziert damals, weil er hat sich dann nach hinten in die Reihe der Bischöfe begeben und hat gesagt, müsst ihr auch. Ja, ein Beispiel gebe ich euch. Ja. Er fährt ein einfaches Auto. Übrigens in Argentinien, Sie haben das verfolgt. Auch dort hat er den Katakombenpakt natürlich schon gelebt. Ist aus dem Palais ausgezogen, hat keinen Chauffeur gehabt, ist mit den Öffis gefahren, um zu sagen, wo er hingehört, unters Volk und wenn, dann dort eher unter die Schwächeren und die Armen, sonst glauben sie uns ja gar nichts mehr. Er lebt auch im Gästehaus Santa Marta, da hat er jeden frommen Nimbus gleich weggenommen im Gespräch mit Schülerinnen, weil er gesagt hat, da oben in meiner Wohnung als Papst, da halte ich es nicht aus. Ich brauche am Morgen Leute zum Frühstücken.
Ich finde das gescheit, das ist auch Kultur des ehelosen Lebens, dass man Leute um sich braucht, sonst vereinsamt man und verkommt außerdem ziemlich schnell. Karikaturen sind Goldes wert. Sie drücken natürlich sehr schnell aus, worum es geht. Ein Politiker, der nie karikiert wird, sollte abtreten. Der hat übrigens ausgedient, weil er nicht vorkommt. Ja? Nur die Karikaturen verschaffen Öffentlichkeit, auch wenn sie nicht immer ganz bequem sind. Unterhalten sich zwei Kardinäle an der Busstation, sagt der eine zum anderen, ich habe ihn nicht gewählt, schon verständlich, weil er müsste dann auch das Palais verkaufen, den Mercedes verkaufen und dann fragen sie, ob der Neue wirklich ernst macht. Kleidung ist auch klar. Sie kennen die kleine Anekdote, die ich hier dokumentiert habe nach der Papstwahl, sagt er zum Sekretär, als dieser ihm die Hermelin-Mozzetta umhängen wollte. Sie kennen diese, ja? Und dann sagt er zu dem Sekretär oder Zeremoniär, das schenke ich Ihnen. Il Carnevale è finito. Und das sind nicht nur Anekdoten, sondern das ist wirkliche Wahrheit. Weil wenn Sie die Kleidung anschauen, schauen Sie die Männer an, da die zwei gleich hintereinander. Der eine in voller Rüstung, Mittelalter, feudal. Ja. Die Fürstin Gloria von Thurn und Taxis hat fürchterlich protestiert gegen die Kleidung des neuen Papstes. Ja, weil das auch ein Affront gegen den Adel ist, wenn der Papst sich nicht mehr adelig kleidet. Aber dieser Papst will ja nicht adelig sein, sondern auf der Seite der Menschen stehen, der Armen, der Kleinen. Schauen Sie das Brustkreuz an. Übrigens die Bischöfe, 600 waren es dann nach dem Konzil, auch Kardinal König, Kardinal Joachim in Wien, dass sie zu dieser Gruppe gehören, das können Sie am Ring erkennen. Also wenn Sie wieder Ihren Bischof treffen, küssen Sie ihm nicht den Ring, aber Sie schauen ihn gut an. Und dann wissen Sie, ob er zu diesen verschworenen Konzilsbischöfen gehört. Und wenn er einen anderen Ring tragt, fragen Sie ihn einmal, warum er ihn nicht trägt. Das ist eine gute Frage, die ist historisch erlaubt. Das ist keine Beleidigung. Sage ich, wie hältst du es mit dem Konzil und diesem Katakombenpakt? Und der Papst sagt, das ist meine Form, Papst und Bischof von Rom zu sein. Ja, genießen Sie ein bisschen mit. Ich habe ja mal einen Vortrag für Unternehmer gehalten, nur mit Karikaturen. Ich wollte Ihnen auch ein paar mitbringen, weil ich denke, man versteht über die Karikatur den Papst viel schneller. Ja? So an kleinen Symbolen festgemacht. Wahrscheinlich haben Sie auch mitgekriegt, weil Limburg ist nicht ganz so weit weg von Ihnen, dieser Debats von Elst, ja, das sieht dann so aus, nicht? In den Karikaturen. Audienz des Debats von Elst beim Papst. Ja. Bischof Debats von Elst hat für die Audienz bei Ihnen seinen Sitz mitgebracht, Heiliger Vater. Ja. Okay. Bei uns gibt es keine Armen, sagen wir. Auch eine schöne Karikatur. Ein Papst für die Armen, was soll das für uns, nicht? Und was machen wir? Ich glaube, dass es zunehmend, ich kenne eine starke Aufbruchbewegung in Weiz, in der Oststeiermark, wenn Sie mal googeln wollen, Weizer Pfingstvision, kann man im Internet anschauen, tolle junge Leute. Die haben jetzt unlängst zum letzten Pfingsten ein großes, also pfarrliches Konzil gemacht, das sie jetzt dann fortsetzen werden und sagen, wie leben wir hier Armut? Und ich glaube, diese Frage darf nicht mehr verstummen, auch nicht in Luxemburg. Das sagt ja nichts gegen den Reichtum, sondern über den Umgang mit dem Reichtum. Also die Formel könnte heißen, dass nicht die Dinge uns haben, sondern wir die Dinge haben. Aber wofür? Also ich könnte natürlich jetzt Geschmack machen, dass nach einer ganz neuen Studie Spenden Adrenalin freisetzt und Glückshormone freisetzt, Oxytocin, und dass Spenden macht glücklich. Probieren Sie es mal aus. Und die sagen, je mehr sie geben, umso glücklicher. Aber die Kernfrage heißt, da gibt es übrigens ein Buch, das können Sie sich notieren, ich schenke Ihnen übrigens diese PowerPoint-Präsentation, wenn Sie sie irgendwo ins Netz setzen wollen und Sie wollen es noch einmal anschauen, schauen Sie sich ruhig an.
Habe ich persönlich jemanden, für den ich mich verausgabe, ohne etwas zurückzuerwarten? Das ist der springende Punkt. Sich verausgaben, ohne etwas zurückzuerwarten. Und da muss ich sagen, ich in meinem Leben, ich kann sie mit Namen nennen, ich weiß, wer die sind, die gehen mir fürchterlich auf die Nerven. Ja? Aber ich stehe gerade. Und ich erwarte nichts zurück. Ich glaube, dort kapieren wir ein bisschen, was Armut im Kontext des Reichtums sein könnte. Probieren Sie es aus, wirklich. Ich glaube, Sie werden auch ein gutes Gefühl kriegen, dass Sie sagen, jetzt haben Sie endlich Nächstenliebe operationalisiert. Also mindestens 5 Leute sollten Sie haben. Zusammen ist es leichter als alleine, in einer Gruppe ist es leichter wieder in einer Pfarrgemeinde. Aber das fände ich ganz wichtig. So, das Zweite, das Politische. Da ist natürlich der Name Programm. Franz von Assisi sagt Franziskus, er ist für mich der Mann der Armut, der Mann des Friedens und der Mann, der die Schöpfung liebt. Erwarten Sie demnächst die erste große Enzyklika Roms über die Ökologie. Erwin Kreutler, Bischof von Vorarlberg in Xingu in Brasilien, ist Ghostwriter. Er sagt, wir sind schon ziemlich weit. Das wird eine spannende Enzyklika. Wie gehen wir mit der Welt um, die wir von unseren Kindern nur geliehen haben? Können die noch die Luft atmen, das Wasser trinken und so? Ich denke, das sind fundamentale Fragen, die uns die Jungen heute schon längst stellen. Und dann sagt er, ach, wie möchte ich eine arme Kirche für die Armen? Das ist einer der wichtigsten Sätze in seinem Programm, auch in Evangelii Nuntiandi, jetzt hier zitiert aus dem Interview mit den Jesuitenzeitschriften. Und das Evangelium ohne Abstriche leben. Eine solche Kirche wird natürlich eine Kirche der Fußwaschenden. Das haben Sie auch mitgekriegt, dass ihm dieses Ritual ganz wichtig geworden ist. Aber Sie sehen auch, wie es verändert hat. Er hält die Fußwaschung nicht mit 12 Bischöfen und alten Kardinälen im Petersdom, sondern er geht an die Ränder, in das römische Jugendgefängnis. Regina Coeli heißt das ausgerechnet. Und dann wäscht er dort Einsitzenden die Füße und küsst sie auch. Und da ist eine Muslima drunter und das hat fürchterlich viel Kardinäle geärgert. Sogar einer Muslima küsst er die Füße in einer katholischen Liturgie. Also das nehmen Sie bitte auch mit, nur am Rande, das wäre ein abendfüllendes Thema. Sie können mich ja in 10 Jahren wieder einladen dazu. Der Papst ist erstmals wirklich katholisch. Und schauen Sie jetzt ein bisschen mit Blick auf 2017, wo wir das Reformationsjubiläum feiern werden. Wir haben aus katholisch, universell, durch die Kirchenspaltung Konfessionen gemacht. Wir sind Konfession, aber nicht mehr katholisch. Weil das griechische Wort katholon heißt allesumfassend. Und allesumfassend heißt auch, dass Gott ein Gott der Buddhisten, der Atheisten, der Muslime, aller Menschen ist. Auch derer, mit denen wir gar nichts mehr vor Gott erhoffen können und doch so viel erhoffen. Stalin, Hitler, ich selbst. Ich denke, Gott ist ein Gott aller. Er ist richtig Katholik. Und daher muss die Kirche wieder katholisch werden. Und sagen, wir sind eine Kirche für alle, nicht nur für die Getauften. Und es geht uns um das, was Gott mit allen Menschen will, dass sie Liebende werden und hineinwachsen in den Leib Christi, der die ewige Schönheit der Schöpfung darstellen wird, so sagen sehr viele Theologen. Eine Kirche, die allen dient und keine Unterschiede macht. Und er praktiziert das auch symbolisch einmal durch die Fußwaschung. Auch dazu gibt es natürlich wieder nette Karikaturen. Oder ein bisschen kirchenpolitisch grimmiger. Da kriegt der Thebats van Elst wieder eines ab. Er tut mir ein bisschen leid, aber er ist Opfer seines autoritären Führungsstils geworden, weil wegen dem Geld allein haben die nicht aus dem Amt gehebelt. Das hätten sie ihm vergeben.
Aber dass er so autoritär mit den Dächernden und mit den Pfarrern und den Hauptamtlichen umgesprungen ist, das verzeihen ihm die Mitarbeiter nicht. Und dann war ihnen das Finanzielle ein sehr willkommener Schuhlöffel. Gekonnt haben sie das gemacht. Er ist immer dort, wo die Menschen in Bedrängnis sind. Das ist auch so typisch Lehramt heute. Er hält Interviews, gibt Interviews mit dem Scalfari zum Beispiel, Chefredakteur von La Repubblica in Mailand, Atheist, 92 Jahre alt, sieht man ihm gar nicht an. Und dann halten die ein Interview und dann sagt der Franziskus einmal, die größten Übel, die die Welt in diesen Jahren plagen, sind die Jugendarbeitslosigkeit und die Einsamkeit, die man die Alten überlässt. Schauen Sie, was das für eine Diagnose ist. Wir sind zurzeit eine veraltete und verwaltete Kirche. Und eine veraltete und verwaltete Gesellschaft. Das Problem sind natürlich die Kinder, von denen es zu wenig gibt. Aber die Herausforderung für unsere, aber auch für die japanische Kultur, ich habe gelesen, was die japanischen Bischöfe zur Familiensynode gemeldet haben, das ist genial. Wenn Sie das auch suchen, mal im Internet, ein toller Text. Ich glaube, dass die Einsamkeit, der man die Alten überlässt, eine der größten menschlichen Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte in Europa sein wird. Und da fragen Sie sich jetzt bei Ihren Kreisen in den Gemeinden, können die alt werdenden Menschen hoffen, dass niemand sie übersieht, weil es eine katholische Pfarrgemeinde gibt? Das wäre für mich der ganz einfache Satz. Nicht, dass alle uns brauchen, aber dass sie die Hoffnung und die Gewissheit haben, weil es hier gläubige Christen gibt, werden sie mich in dieser finalen Not nicht übersehen. Verstehen Sie? Das ist etwas ganz anderes, wahrgenommen zu werden. Es ist nicht immer die Hilfe, die die Leute brauchen, sondern der Respekt und die Zuwendung, dass man gesehen wird. Die Kirche für die Armen zeigt sich natürlich auch mit dieser unglaublich dramatischen Geschichte mit den vielen Bootsflüchtlingen, die über das Mittelmeer heute kommen und von denen unglaublich viele untergehen. Sie wissen ja, im heurigen Jahr haben wir alleine schon 430.000 Bootsflüchtlinge. Und es gibt nach wie vor europäische Länder, die niemanden aufnehmen und andere, wenige, die 80-90% aufnehmen. Es kann so nicht bleiben. Ein Europa der Solidarität wird auch nach einem Quotenschlüssel die in Not und in Kriegssituationen zu uns kommen, aufnehmen. Die Armen in den Favelas, eine sehr liebenswerte Karikatur, das ist noch aus der argentinischen Zeit, wie er drüben in Brasilien war, ist er natürlich in die Favelas gegangen und hat sich unter die Kinder gemischt und mit denen Fußball gespielt. Der Prälat ist schon ganz ungeduldig, dass er nicht weiterkommt. Aber sagt er dort, der Papst, die ungleiche Verteilung der Güter schafft eine Situation sozialer Sünde, die zum Himmel schreit. Und so vielen Brüdern und Schwestern die Möglichkeit eines erfüllteren Lebens vorenthält. Und das ist, glaube ich, eine Pflichtlektüre für Sie. Ich habe da ein paar Zitate zusammengestellt, wie der Papst sieht, wie und wovon die Wirtschaft heute getrieben ist. Und er ist nicht gegen das Wirtschaften, das wäre ja irgendwie dumm, sondern er ist dagegen, dass die Wirtschaft den Blick auf den Menschen verliert. Sehen Sie den Unterschied? Und dann sagt er, weg von einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich menschliches Ziel. Weg von einer Kultur der Gier nach Macht und Besitz, die keine Grenzen kennt. Der Mensch an sich wird wie ein Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen und dann wegwerfen kann. Und dann sagt er eben, viel zitiert und hat viele geärgert, diese Wirtschaft tötet. Und Sie können sich vorstellen, dass ein solcher Papst nicht bequem ist und er selber spürt das auch. Er schreibt in Evangelii Gaudium, es ist lästig, wenn man von Ethik spricht, von weltweiter Solidarität, von einer Verteilung der Güter, wenn man davon spricht, die Arbeitsplätze zu verteidigen. Es ist lästig, wenn man von der Würde der Schwachen spricht. Es ist lästig, wenn man von einem Gott spricht,
der einen Einsatz für Gerechtigkeit fordert. Haben Sie das Buch Evangelii Gaudium? 4,95 €, Benno Verlag, sollte auf Ihrer Toilette liegen. Dort kommen Sie am öftesten hin und dort haben Sie am meisten Zeit zum Lesen. Das war jetzt wieder meine Einstreuung nach 7 Minuten. Sieh zu, dass die Leute lachen. Fragen Sie sich wieder selber, und ich glaube, ein solcher abendlicher Vortrag ist ja auch ein bisschen dieses Wunderbare an Gewissenserforschung. Ja? Fragen Sie sich selber, neigen wir dazu, nur fromm zu sein und bestenfalls ein bisschen die Nächsten zu lieben, die in der eigenen Umwelt, so im kleinen Kreis, was ja alles schon super ist? Oder sind Sie politisch? Und ich glaube, und wenn Sie dafür kämpfen, dann sind Sie super luxemburgerische Katholiken. Schauen Sie, dass die Menschen, die katholisch sind in diesem Land und engagiert sind, überdurchschnittlich politisch viel wissen und sich engagieren. Ich habe große Bedenken, und das teilte ich lange Zeit mit Kardinal Martini. Ich schreibe ja in meiner Biografie lange über diese Zeit, die ich mit ihm verbringen konnte. Da war er Präsident des Rates der Europäischen Bischofskonferenz. Mit Hervé Legrand vom Paris, vom Institut Catholique, haben wir immer die Schlussreden zu den Symposien geschrieben. Also wir waren tief befreundet. Und er hat immer die Sorge gehabt, den geistlichen Bewegungen gegenüber, so Neokatechumenat und andere, dass die ja unglaublich fromm sind, aber in der Politik völlig fehlen. Und ich sage immer meinen Freunden in Weiz, wissen Sie, Weizer Pfingstmission, diese Jugendbewegung dort, ich sage dem Pastoralassistenten, der das gegründet hat, war ein Laie, gar kein Priester, ich sage, lieber Ferry Berger, so heißt er, ich werde euch evaluieren nach 10 Jahren. Und ich möchte gern wissen, wie viele von euren Leuten sitzen in den Gemeindeämtern, sind Bürgermeister, sitzen im Landtag, sitzen im Nationalrat, arbeiten bei der UNO. Das möchte ich wissen. Das ist für mich das einzige Kriterium, dass eine katholische Jugend gut arbeitet. Spüren Sie den Unterschied? Ich sage ja nicht, dass sie nicht fromm sein sollen. Dass sie in Gott eintauchen, ist die Voraussetzung dafür, dass sie bei Gott auftauchen. Haben Sie noch einmal den Matthäus in Erinnerung? Ich habe das sträflich vernachlässigt, weil das Matthäus-Evangelium beginnt natürlich mit der Aussage, als Jesus vom Berg herabstieg. Also der ist auch eingetaucht in Gott. Aber wenn er rauskommt, taucht er bei den Armen auf und läuft nicht Halleluja schlümpfig durch die Gegend. Tauchen wir, den Satz nehmen Sie mit, versprechen Sie mir. Tauchen wir in Gott ein und deshalb bei den Armen auf. Das ist Christentum pur, bitte. Das ist Jesus, Gottes und Nächstenliebe und das können Sie voneinander nicht trennen. Und wenn Sie das trennen, haben Sie sich verabschiedet vom Evangelium. Wir haben gelernt, Jesus anzubeten, damit wir ihm nicht nachfolgen müssen. Ich habe mir den Satz auf meinen Computer geschrieben, auf den Desktop, damit ich ihn immer vor mir habe. Wenn natürlich auch ich versucht bin, als gut bezahlter, pensionierter Universitätslehrer, ja, zu sagen, Anbetung am Morgen in der Früh schreibe ich auch ein bisschen, wie ich meine Spiritualität zu pflegen gelernt habe. Und da habe ich viel umgelernt. Aber es wäre zu wenig. Es wäre zu wenig, wenn ich am Morgen 1 Stunde fromm bin, weil die Frage ist dann, was mache ich mit dem Rest des Tages? Bei wem tauche ich auf? Und dort ist der Ernstfall, bitte. Und alles andere am Morgen ist für mich Quelle. Ja? Aber da muss ich rein ins Leben nachher. Und das würde ich Ihnen sehr wünschen. Kommen wir zum letzten Punkt in der Kirche. Da haben Sie jetzt dieses Buch Evangelii Gaudium, müssen Sie unbedingt lesen. Also, viele sagen, da ist ein Pfarrer, ein Bischof und dem gehört die Diözese und die Pfarrgemeinde. Glauben Sie nicht, dass es umgekehrt ist seit dem Konzil? Da ist ein Kirchenvolk, ein Gottesvolk und dem dient einer, dass er spurtreu bleibt. Aber getragen wird die Kirche durch die Gott hinzufügt. Da lernen wir morgen noch viel weiter. Wie wird Kirche gebaut, auch in Zukunft und in diesem Land? Und ich denke, Sie brauchen ganz dringend einen Aufbruch in der Kirche, hier in Luxemburg. Sonst können Sie prognostizieren, wenn Sie zusperren können, viele Ihrer Kirchen. Ja?
Aber das ist möglich. Sie brauchen sich nicht depressiv krank jammern. Aber der Papst sagt ja auch, jammern beginnst du, wenn du dich nach innen drehst. Wenn sich die Kirche aufmacht nach draußen, hast du keine Zeit zum Jammern. Ich habe einem Pfarrgemeinderat einmal geraten, die sollen bei jeder Pfarrgemeinderatssitzung ein Sparschwein in die Mitte des Tisches stellen und wer jammert, zahlt 50 €. Da können Sie viel machen für die Armen dann. Bei der Fähigkeit zu jammern heute über den Bischof und über weiß Gott was alles, gibt ja genug Themen. Also probieren Sie es einmal. Ein Volk mit vielen Gesichtern. Das hat mich auch so fasziniert bei Franziskus, dass er in Evangelii Gaudium plötzlich schreibt, wie die Bischöfe Nordindiens lehren. Wenn Sie die Texte von Benedikt lesen, haben Sie in den Fußnoten nur Vorgänger und ihn selber. Der zitiert nur Päpste und Kirchenväter und so. Aber der Franziskus sagt, na, Gottes Geist wirkt auch in Nordindien. Oder vielleicht bei den oberrheinischen Bischöfen. Da können Sie jetzt lernen, die Bischöfe über Kardinal Kasper, der gehörte nämlich zu diesen 3 Bischöfen, Lehmann, Kasper und Seyer, die dann 1994 gesagt haben, in einem Gespräch mit einem erfahrenen Seelsorger kann eine Zulassung zu den Sakramenten vereinbart werden. Der Papst denkt sicher, wie die Bischöfe in Lateinamerika lehren. Das hat er als Chef der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz in deren letztes Dokument hineingeschrieben und wurde deswegen als Kardinal von Buenos Aires nach Rom zitiert. Verstehen Sie, warum ihn das so ärgert, dieser Zentralismus? Weil er selbst ein Opfer dieses Zentralismus gewesen ist. Und das ist die klügste Lektion Gottes. Einen zum Papst zu machen, der das Leiden des Zentralismus am eigenen Leib erlebt hat. Und ich rechne ganz sicher damit, dass wir eine Lösung vielleicht sogar finden, hat einer der Kardinäle jetzt schon angedeutet, ich glaube, es war der Kasper, der sagt, wir werden grundsätzlich sagen, nichts werden wir antasten an dem Wissen, dass Gottes Urabsicht für die Liebe lebenslange Treue ist. Da wird kein Jota davon gestrichen, garantiert nicht. Macht keine christliche Kirche. Aber sie werden hergehen und sagen, und wenn aus Schuld und Tragik einer diesem gottgesetzten Ideal in seinem Leben und Lieben nicht gerecht wird, dann braucht er Heilungszeit. Und sie werden noch was dazu sagen. Sie brauchen auch Heilmittel. Kennen Sie die Spur? Das ist ja der Streit, ob Sie zur Kommunion gehen dürfen, wenn Sie in objektiver Sünde leben. Jesus hat keinem Aussätzigen, hat keiner Dirne, keiner Ehebrecherin die Kommunion verweigert. Nämlich er, die Kommunion, die Gemeinschaft mit ihnen. Ja, verstehen Sie? Die Kirche kann das nicht. Der Papst sagt, die brauchen das Heilmittel und nicht das moralische Urteil. Ja? Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Botschaft, das wahrzunehmen, dass beides zusammengehen kann. Die Treue zum Wort Jesu, zum Ideal der Liebe. Und die Kirche soll alles Erdenkliche tun, dass es gelebt werden kann. Da soll sie investieren. Aber wenn es irgendwo jemanden entgleitet, was er wollte, dann soll nach einer gediegenen Bußzeit und nach einem guten, heilsamen Gespräch mit einem erfahrenen Seelsorger oder einer erfahrenen Seelsorgerin, da kann man ja auch betroffene, geschiedene, Wiederverheiratete ausbilden zu solchen seelsorglichen Gesprächen, warum nicht? Dann soll man zugelassen werden. Dann sagen viele, und jetzt möchte ich Sie wirklich ein bisschen provozieren, aber die sind doch nicht würdig, hinzuzutreten. Und dann sagt der Richard Rohr, ja, ich habe mir das so oft schon angehört, diesen Vortrag, den er in New Mexico gehalten hat über die Cosmic Christ, dann sagt der Richard Rohr, whoever is worthy, Englisch, tolles Englisch, the Pope is not worthy, the bishops are not worthy, and me, I'm not worthy, nobody is worthy. Und dann beachten Sie, was Sie beten vor der Kommunion.
Entweder lügen sie oder sie haben in Zukunft nicht mehr zu sagen, dass der jemand nicht würdig sei. Herr, ich bin nicht würdig. In diese heilende Begegnung einzutreten. Wir sollten alles Erdenkliche tun, dass die hinzutreten, diese heilende Begegnung suchen. Das wäre eine gute Vorbereitung auf die Kommunion. Statt jemand auszuschließen, sollten wir einschließen. Ja? Und ich hoffe sehr, dass Kardinal König recht behält, der 1963 schon gesagt hat, gehen wir mit der Orthodoxie in die Schule Jesu. Also das ist dumm zu sagen, wir lernen von der Orthodoxie. Nein, wir lernen mit der Orthodoxie von Jesus. Das ist die Rede. Und ich garantiere Ihnen, ich habe vor wenigen Tagen mit einem sehr skeptischen Herrn um viel Geld gewettet. Ich habe gesagt, das wird im Jahre 2015 vom Papst Franziskus verfügt werden, wenn ihn nicht ein Kardinal vergiftet und die Mafia erschossen hat. Die Einschränkung habe ich gemacht, weil dann habe ich gesagt, dann zahle ich nicht. Ich bin sicher. Denn er sagt so oft, und hören Sie ihm zu, mit Geduld. Ich weiß nicht, ob ich dieses Chart jetzt schnell finde. Ich blättere gerade mal schnell, weil ich ja zum Ende kommen will. Er sagt so oft, ich sehe ganz klar, fährt er fort, dass das, was die Kirche heute braucht, die Fähigkeit ist, Wunden zu heilen und die Herzen der Menschen zu wärmen. Nähe und Verbundenheit. Und dann sagt er, ich sehe die Kirche wie ein Feldlazarett nach einer Schlacht. Man muss einen Schwerverwundeten nicht nach Cholesterin oder nach hohem Zucker fragen. Man muss die Wunden heilen. Dann können wir von allem anderen sprechen. Die Wunden heilen. Die Wunden heilen. Im Interview mit den Jesuitenzeitschriften hat er so exakt und genau formuliert. Es ist eine lange Tradition von Jesus herauf. Ja? Und wir sagen immer, er ist der Heiland. Wissen Sie, was ich Ihnen wünsche jetzt als Schlusswort? Dass Ihre Gemeinden und Netzwerke und die Erzdiözese Luxemburg in der Nachfolge des Heilands Heil-Land ist. Dann haben Sie Jesus verstanden und Papst Franziskus auch gleich dazu. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.